Jawohl, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zum Live-Let's Play von Pokémon die gelbe Edition. Sowohl zum Stream als auch auf YouTube natürlich. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, kann man sowohl so sehen, dass mir OBS irgendwie, also sprich mein Programm, mit dem ich streame auf Twitch hoch, also ganz hoch streame, so kann man eigentlich so sagen, da hat es irgendwie total verbockt. Hat die ganzen irgendwie verworfene Frames bis zu 1000 sogar. Das heißt, wenn man das auf YouTube angeguckt hätte, wäre, also YouTube, nee, natürlich auf Twitch, Entschuldigung, wäre es total crazy rübergekommen, aber jetzt müsste eigentlich alles funktionieren. Der Chat sollte auch angezeigt werden. Von dem würde ich mal sagen, legen wir los, außer ihr habt noch etwas einzuwenden. Das typische Teamproblem. Leidenschaft sind Vogel-Pokémon. Jo, schön für dich. Jetzt soll ich mal gucken. Ja, doch, ihr müsst alles aufnehmen. Bin ich zufrieden, wie es gerade so läuft. Jetzt war da 0,2, macht es mir gerade auch schleierhaft, aber okay. Dann haben wir das noch und dann wieder OBS und zacke Bums und... Jo, jetzt muss es funktionieren. Also, wir haben was zu tun, Leute. Auf nach Fuxania City. Hi, Kokiri! Jo, Fuxania City, ganz kurz an Twitch, wenn ihr müsst vielleicht angeben, ob vielleicht Ingame-Mucke ein bisschen lauter sein könnte. Aber ich glaube, eigentlich müsste es laut genug sein. Für heute habe ich einiges vor und zwar wäre das zum einen... Oh, Xion ist schon ein bisschen angeschlagen mit AP. Zum einen Fuxania City, dort will ich noch einen Orden holen. Dann auch noch den Fahrradweg erobern und dann natürlich noch nach Saffronia City gehen. Und das alles in knapp 2 Stunden. Wir haben also was zu tun. Der Eisstrahl zieht mehr, aber es ist ein Loopstrahl. Okay, so wird es zu Stab. Das kann es eigentlich nicht ganz sein. Xion bekommt noch ein paar Punkte. Und noch irgendwie Tim dabei. Ja, der Timmy Boy, der macht das schon, für den ist das doch gar kein Problem. Der Tim, der macht das schon. Denn Psycho-Pokémon sind ja sowieso imbar. Und Michael besiegt den Biker. Kurz und schmerzlos. Yeah, gebikert. Yo. Haben wir also Xion und 40 braucht er noch. Was sieht jetzt mit Benny aus? War noch ein bisschen mehr, ich glaube, ich habe 6 angeordnet. Gut, dann machen wir ganz kurz Xion noch so ein restliches Level-Up. Fuxania City, das heißt... Doch, das heißt eigentlich doch. Wir sollten noch in der Lage sein, das Minispiel zu machen, Freunde. Ja, das... Oh, ein weiteres Domi. Wir sollten auch das Minispiel machen können. Das Minispiel, das ja damals... Pokémon Gelb, in der Originalversion gab es das zwar auch, aber man konnte es nur machen, dass Pikachu auch Surfer beherrscht hat. Ein Surfer konnte Pikachu nur noch Pokémon Stadium und das hin und her getauscht hat und dort beigebracht hat. Dann konnte es nachher eben Surfer lernen. Hier bei der Virtual Console haben die Entwickler das noch ein bisschen angepasst. Das heißt, Pikachu muss nicht Surfer können, es kann das auch so. Das Minispiel startet natürlich sehr viel einfacher und für uns auch dementsprechend viel angenehmer, um es durchzuführen ist. So, ist hier noch etwas? Nö, da ist noch so ein Typi. Dann noch einen zweiten Typi. Alles voller Typis. Und das sind die Megatypis. Leg los, Kumpel! Jo, Buddy! Der Biker will biken. Ne, will fighten. Und noch einen Blubstrahl, natürlich mal. Ich glaube, der Fehler, der vorhin war, wieso es immer einen Stream neu starten musste. Lag, glaube ich, daran, dass ich bereits vor Beginn des Livestreams, wollte es eigentlich so machen, oh, da sehe ich ein bisschen schlechte Karten, wollte es eigentlich so machen, dass ich zuerst die Let's Play-Aufnahme starte. Und dann erst die Twitch-Aufnahme wegen Chat und so. Und da hat es irgendwie, also glaube ich zumindest, dass es daran lag, hat es irgendwie Probleme gehabt. Ich frage mich nicht, wieso die Reihenfolge jetzt eine Rolle spielt, weil jetzt habe ich halt die Twitch-Aufnahme zuerst gemacht und danach die Let's Play-Aufnahme selbst. Aber das ist irgendwie so, oh nein, bitte Xion. Er wurde vergiftet und ich schieße noch einen Eisstrahl.
Ja, Level 30 für Xion. Und der Timmy, der macht das schon. Simsala. Simsalabum. Voll erwischt, jo. Auf die Mütze. So, Xion haben für erstmal genug. Keine erster Stelle. Hatten wir schon lange nicht mehr einen guten Kai, wenn man Pikachu war. Ah ne, Benny wollte ich ja. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, dass entweder Benny, Domi oder Tim nicht, Entschuldigung, oder Xion, dass einer der drei hier sich heute noch entwickeln kann. Weil ich glaube, alle drei, da wären 18 Level insgesamt. Mit zwei vielleicht ein bisschen was hinkriegen. Aber eins, weil sogar zwei müssen wir eigentlich hinkriegen. Da kommt der nächste Biker Fuzzi. Slimer, jetzt haben wir natürlich Kampf. Ne, wir haben Schaufler. Benny, tschüss. Daneben und Schaufler. Und der zweite Schleim. La 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 la. Wieso meinst du das speziell Kokiri? Also warum hat der Twitch halt sowieso Probleme? Und morgen in den Cup schicken. Nee, ich lass mal noch. Also Generation 1, was heißt mit Bodentag? Müssen wir ihn eigentlich treffen können. Weil Fähigkeiten in Schwebe gibt es noch gar nicht. Jo. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn ich jetzt einen Teil jetzt Erstgeneration-Spiel zocke und dann wieder Soul Silver, was ja 4 Generationen ist. Da kommt man ein bisschen durcheinander. Ja gut, generell hat Twitch jetzt hat schon ein paar Probleme. Vielleicht liegt es daran, dass sie noch ein paar Umstellungen machen wollen. Oh, da ist Xion, stimmt. Ich habe auch irgendwie was hören lassen, dass Twitch daran arbeitet, dass man es nicht nur für Twitch-Partner, sondern generell für jeden, der Twitch nutzt, dass man die Auflösung, also sprich die Übertragungsrate einstellen kann. Momentan ist es echt so, ihr könnt eigentlich nur das empfangen, was ich gerade sende. Und Twitch-Partner, die können in voller Übertragung mit der vollen Bandbreite senden und ihr könnt irgendwie einstellen, ich hätte jetzt gerne Medium-Qualität. Ja, so eine Art wie ein Steak. Die Medium-Qualität halt wegen der Bitrate, halt für diejenigen, die langsames Internet haben, aber sonst können die etwas noch übertragen sind. Ist natürlich sehr viel eleganter. Und eben da sollen sie jetzt irgendwie am Beheben sein, als diese Qualität, sag ich jetzt mal, diese Einstellung, die soll jetzt für alle gelten. Okay, Google kann heute keine Streams und Probleme schauen. Ja, da ist halt vor allem im Live-Let's Play, also merkst du natürlich jetzt schon, wie gesagt, mein erstes Live-Let's Play, merkst du natürlich schon, dass, ja, das so Situationen, wo ein Live-Let's Play eigentlich praktisch, beziehungsweise besser ist als normales Let's Play. Vor allem halt mit der Community und so, ja, klar. Und andererseits eben ist halt, ja, das ist halt immer vom Tag her und so das Problem, und das streame ich halt Freitag, aber natürlich die meisten schon Zeit. Wenn ich aber während der Woche streamen möchte, ist natürlich Live-Let's Play-mäßig ein bisschen kacke, weil dann haben wir die wenigsten Zeit zum Zugucken. Und wenn die irgendwie mal, ja, ich sage, ja, jetzt streame ich, weil ich muss aufnehmen so den nächsten Tag, ja, nichts mehr auf Vorrat. Und dann kommt irgendwie Twitch und sagt so, nö, ich habe das Problem, du kannst nicht streamen. Das ist natürlich auch wieder die Kehrseite, also sprich, es ist echt immer so, ist generell im Leben so, aber jetzt hier speziell. Das hat sowohl Live-Let's Plays als auch Offline-Let's Plays, haben halt ihre Vor- und Nachteile. Oh, Menno. Weil Twitch einfach nicht funzen will, wa? Wow. So geht's natürlich auch. Aber jetzt hier echt nur wilde Domis. Oder wie sieht's aus?
Nö. Knufenser, Knufenser. Ach, Benny, du hättest so dringend einen Flammenwurf nötig, ganz ehrlich, Alter. Das geht doch unter keine Kuhhaut. Mal ganz ehrlich, okay, es ist nur ein Level Unterschied, aber trotzdem, Benny ist schon weiterentwickelt und schafft es nicht mit einer einzigen Feuerattacke einen Pflanz-Pokémon aus dem Weg zu räumen. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Hi, Typi. Auf in den Kampf, Torero, Sorero, was? Der Biker will fighten. Morgen. Knufenser, Knufenser. So, haben wir noch einen Schaufler. Tschüss und Tackle. Oh, daneben. Schaufler und tschüss. Oder nicht. Tackle. Smogon. Kratzer. Aber ich glaube, Benny lernt als nächste Attacke ja die Schlitzerattacke. Ihr müsst, glaube ich, in 33, 34 herumkommen. Bei Flammenwurf, das ist generell so. Flammenwurf ist so eine geile Attacke und die meisten Feuer-Pokémon, die dann Glut ziemlich früh und Flammenwurf in Level 40, 50 herum. Also ich sagen, das ist totaler Müll. Gut, ich meine so Glumanda-mäßig, die lernen zumindest ab der 4. Generation noch Feuerzahn, so mit Level 25 herum, aber trotzdem Feuerzahn, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. War ja eher so Feurigel, dann immerhin noch Flammenra, macht ein bisschen mehr Schaden, trifft das 100%, im Gegensatz zu Feuerzahn 95% bloß. Wir gehen langsam die APs aus, das gibt's hier nicht. Wow, da war der Knappe. Und ich bin weg. Und Slimer jetzt auch. Yo, 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 yo. Dann haben wir einen Schaufler hinterher. Nun fangen wir mal sonst so, wenn wir gerade eigentlich nicht gerade viel zu tun haben hier im Spiel selbst. Leute, wie geht's euch so? Ich meine, es ist ja Wochenende, habt ihr eine anstrengende Woche gehabt? Wie sieht's aus? Habt ihr Wochenende viel vor? Wollt ihr ein bisschen chillen und so? Oder generell, was gibt's in eurem Leben so Interessantes, Neues zu berichten? Wow. Genau in dem Moment kommt, gut, ihr hört zum Glück jetzt nicht an mir gerade im Hintergrund, aber das Fenster leicht offen, plötzlich höre ich einen Krankenwagen, so Denke mir so, okay, das ist natürlich nicht was Neues, aber passender Zeitpunkt. So, Karl Schneider bitte. Zack, dankeschön. Hier gibt es ein Item, ich glaube auch 1, 2 Tränen, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo. Oh, und Tauschen ist wirklich cool. Vor allem 3DS Virtual Console. Mhm. Ja, das ist auch schon so. Virtual Console untereinander tauschen und 3D oder 2DS. Das hat schon durchaus für sich. Robert, ja, so ungefähr mal eine Woche. Also stressig oder was? Oh. Na gut, Geowurf müsste 30 abziehen, wa? Ich bin ja Level 30. Oh. Oh, nein, was für ein Scheiß. Benny schläft. Komprimator! Was, macht ein PDF draus? Oh mein Gott! Pipi ist ein PDF! Abkürzung Pipi-Diff. Das Pipi-DF-Format. Moment mal, der macht Wenn er emporfliegt, Leute, dann macht der einen Himmelsfeg. Und da bin ich ein bisschen allergisch. Andererseits, was soll er machen? Keine relativ viel Defense. Aber es ist ein Pflanz-Pokémon, wenn er da einsetzt, zack, weg. Domi kann ich auch nicht bringen, der hat so wenig Verteidigung. Obwohl, warum eigentlich nicht? Naja. Kann er auch fliegen? Hätte schwören können, er hat gerade einen Himmelsfeger versucht. Naja. Zuck. Domi, flieg und sieg! Nein, heute nicht Hashtag Domi for Fly. Weil wir haben ja sowohl... Wir können eigentlich auch Fliegen machen, wer weiß.
Weil wir haben ja sowohl hier auf Gelb, sowieso schon längst ein Domi, aber natürlich auch auf Soul Silver endlich ein Domi gefangen. Ach du Scheiße, mache wenig Schaden, gut, Komprimator halt. Tschüss. Relativ hohes Level war, Level 33. Ja gut, ich meinte wegen Saphonia, sage ich schon. Doch, Saphonia. Entschuldigung, hab gerade irgendwie Saphonia gesagt, aber Fuchsania gedacht. Wegen Saphonia City, das wäre ja eigentlich, gut, man kann es raussuchen, ob das jetzt der 5. oder 6. Orden wäre. Aber ich finde, weil da der Höhepunkt mit Team Rocket ist, oder, und das im Prinzip die Hauptstory ein bisschen so ist, den vor Fuchsania City zu machen, fände ich irgendwie ein bisschen schade. Und das kannst du auch zugeben, deswegen bevorzuge ich es eigentlich eher zuerst Fuchsania City zu machen und danach Saphonia City. Okay, Metronom, Lichtschild. Gut, der erhöht die Spezialverteidigung, das ist nicht so wild. Trotzdem, Domi! Domi, du musst treffen. Ja, ja, du musst treffen. Du. Oder nicht. Ich hab heute so ein Pech, Leute. Ja. Ich wollte sagen, jetzt kommt noch irgendwie Erdbeben. Das ist nur das Highlight gewesen. Okay, für diejenigen noch unter euch ganz kurz, die heute noch am Stream auf Soul Silver warten, kann ich schon mal sagen, Soul Silver kommt frühestens um 10 Uhr abends. Also das ist echt erstmal so 2,5 Stunden lang ein bisschen Gelb zocken und danach kommt dann Soul Silver. Machen wir dort weiter. Und der Alex ist auch dabei. Wow. Leck mich am Arsch. Was? Wieso? Natürlich. Ja, tschüss, Kumpel. Mann, ey, ich hab heute so ein Schwein. Du bist ja kein Nutzlock. Mann, die treffen überhaupt nichts mehr. Warum überhaupt? Gut, ich hab's nee, ausgewechselt. Das gilt ja für die erste Generation gar nicht. Ich bin sowieso ein Idiot. Hätte ja eigentlich Sternschauer einsetzen müssen. Das würde immer treffen. Machen wir Kai. Ja, so hoffe ich auch Alex. Vor allem, also generell jetzt. Na, hohe Crit-Chance halt. Sag mal. Das Pipi verarscht mich gerade komplett. Kann das sein? Pipi too strong. Nee, ich hoffe nicht, dass es zu stark ist. Ich treffe nichts mehr. Das ist unglaublich. Ganz ehrlich, wie kann man so ein Pech haben? Wenn man sich Aero... Ja, ich habe Sternschauer bei Domi. So, machen Plan B. Alter, der Pipi-Faktor, der macht mich heute total irre. Ja, geht doch. Dankeschön, Kai. Also ganz ehrlich, das Teil war jetzt aber nervig. Noch nie so was Schreckliches erlebt hier. So, erstmal Pikachu da heilen. Zumindest zur Hälfte. Und ein Aufwecker, sehr schön. Benny. Jo, that's nice. Jetzt muss man wegen den Tränken ein bisschen aufpassen. Und dann einen Supertrank. AP Plus. Ja, komm, was soll's. Aber Kai lieber. Dann gibt's noch ein Calcium. Für die Knochen.
TM20, was war das schon wieder? Ist ja etwas total Kackes. Raserei, sag's ja, total Kacke.